Komm, King der Dongo. Traust du nicht? Hopp. Was jetzt hier? Übrigens, ich hätte... Oh, das ist jetzt aber schnell gegangen. Ah, jetzt hat er sicher noch schnell selber umgebracht. Jetzt bist du nicht mehr so King, hä? King der Dongo. Aber wenigstens macht er noch einen auf Metalhead. Oder nicht? Seine Hände sehen verdammt geil aus. Ja. Wenn schon sterben, dann als Metalhead, oder? Ja, Metal ist es nicht ganz, aber zumindest sehr viel Stein. Yeah, das wär's von dem Dungeon abgehackelt. Also sorry, ich mach noch nicht fertig. Und wieso spiegel ich mich da in dem Strahl? Also eben, ich mach noch nicht fertig, ich wollte jetzt einfach irgendwie den Dungeon abschließen. Aber es hätte jetzt auch zweideutig können sein. Anyway. Wow, das war knapp gewesen. Faceplant, hä? Was sagen wir dem? Ich bin ein Starunia. Du hast eine Prüfung bestanden. Dank deiner Hilfe können wir nun wieder die schmackhaften Steine aus der Höhle verspeisen. Welch aufregendes Abenteuer. Es liefert Stoff für eine Legende. Noch immer kann ich nicht glauben, dass die Dodongos, die wir für ausgestorben hielten, in so großer Anzahl zurückkehrten. Und der Fels, der den Eingang in der Höhle versperrte. Für all dies war Ganondorf, der Gerudo-König, verantwortlich. Er sprach: Gebt mir den heiligen Stein und ich werde eure Höhle wieder öffnen. Du hast dein Leben für uns riskiert. Ich mag dich, Kleiner. Was hältst du davon, wenn du und ich Blutsbrüder werden? Keine Angst, keine große Feier. Nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft an dich. Boing, ding, ding, kling. Nice. Gut, Nummer 2. Und sieht schon noch cool aus. Ah, Opal, der Gorone-Opal. Von der Gorone wurde dir dieser heilige Stein des Feuers übergeben. Eine große Ehre, Blutsbrüderschaft mit einem Goron zu schließen. Du besitzt nun 2 heilige Steine. Suche nach dem 3. Bruder, du sollst stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen. Die Fee auf den Gipfel des Todesberges hilft dir dabei. Freunde, lasst uns unseren Bruder verabschieden. Meine Hochachtung. Lass mich dich in die Arme schließen, Bruder. Nein! Wow. Ja, ich glaube, das könnte man noch 1, 2 Rippen brechen, wenn man das macht. Also. Let's do as told. Und können wir das doch mal machen. Und jetzt, wo ich meine Bömbeli habe, kann ich nämlich auch dort rauf. Was vorher nicht möglich war. Und das wird jetzt ein bisschen eine Challenge. Aha. Ups. Ich dachte, ich das der schon aus dem Weg rum, wenn ich schon mal da bin. Ist zwar, glaube ich, nichts in dem Sinn. Ah doch. Das Rubin jetzt wieder freigeschaltet. Frei gemacht. Warum auch nicht?
3, 2, 1, hopp. Und nochmal rein. Jetzt muss ich schauen, dass ich nicht drüber komme. Und dann vielleicht ein Mauer vorgehört, da hat sich nämlich noch Kuh versteckt. Okay, das wäre volle Ruinzahl. Und irgendetwas war noch mit diesen... Komm jetzt. Die kommt doch runter? Nein, in dem Fall nicht. Irgendetwas war mit diesen Teich noch. Ich glaube, ich habe irgendwie... Ist der ein Vogelschere? Ich weiß aber nicht mehr. Ja. Anyway, mit der Kühe könnt ihr übrigens... ich kann sie Polas Lied spielen und dann tut sie mir die Flasche mit Milch füllen, aber ich brauche in dem Sinne eigentlich keine Flasche, weil ich habe ja Dings, die 2 Feen dabei. Das reicht eigentlich. Gut. Jetzt ist noch der Vulkanausbruch. Ui. Wenn ich nicht kommen kann, ohne mein Schild. Und geschafft. Nächste. Vielleicht schaffe ich es. Nein, eine schaffe ich wahrscheinlich nicht. Nein. Ui. Zu spät. Badam. Und... Warte, jetzt ist es geschafft. Komm mal. Nö, nicht geschafft. Nein, ich dachte, ich schaffe es die zweimal, aber sehr knapp gewesen. Jawohl. Gut. Jetzt aber. Oh, der kann es. Nicht mehr. Ah, shit, ist schon voll. Egal. Ich will die anderen aus dem Weg rum und dann kann ich schneller rauf. Ups. So. Ui. Was ist denn auf dieser Seite? Noch schauen. Ich glaube, das ist ein Zeitstein. Ja, genau. Gut, let's go. Da ist Monsieur Uhu. Hallo. Ich rede nachher mit dir. Und da sind wir noch, das ist noch der Vulkan, wo ich dann später mal reingehen muss. Aber ich habe auch als Link jetzt, kann man bereits schon reingehen. Einfach nur für eine begrenzte Zeit und nachher verbrennt man. Was nicht so angenehm ist. Und... Ja, ich weiss. Und ich versuche es jetzt einfach mal schnell 40 Sekunden. Irgendwo ist nämlich das Herzteil, das wir noch mal holen. Wenn ich noch nicht schwer ist. 7, 8... Schau, was da unten ist. Ah. Ah, da kann man einen Fisch fangen. Kann man auch schnell holen. Eine Bombe. Weil Fisch kann man dann verkaufen. Ich meine, der Typ im Hylia-Dorf. Stadt. Mann, ich muss nachher mal schnell vorbei und schauen, wie es heisst. Ich weiss gar nicht, recht teuer. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Mehr als ein Fee brauche ich eigentlich in dem Sinne nicht. Später dann vielleicht gewisse Dungeons kann es noch hilfreich sein, wenn man mehrere Leben hat. Aber da habe ich dann irgendwann dann auch 4 oder so. Oh nice, jetzt habe ich nochmal 50 Sekunden. Passt. Gehen wir doch da noch schnell rauf. Schauen. Was da ist. Also was ich sicher noch habe, ist oben irgendwo noch einen Bohnen pflanzen. Ah ja, da ist etwas. Aber das ist dann auf der anderen Seite als mit den Bohnen.
Bombe. Nochmal ein Zeitstein. Kann nicht irgendwie sprengen oder etwas? Voll. Oh shit, 40 Sekunden. Jetzt habe ich wieder auf die Zeit geschaut. Nein! Ja, so geht's auch. So geht's auch. Minus 1 Herz. So, dann mache ich irgendwas kann man noch. Das sind die schwarzen Steine, da kann ich nichts machen, da kann ich nicht über. Dort was Herz da, das kann ich nicht holen. Okay. Zup, wenn ich das Loch habe, dann gehe ich runter und wenn ich keins habe. Nein. Ich gehe schon da das Loch, aber da habe ich wieder ein bisschen Zeit. Gut. Ja, mit diesen Zeitsteinen kann man schon wieder etwas machen, aber ich kann nicht vergessen, ist das echt das Liter Zeit, die man kann spielen kann. Möglicherweise. Ah, jetzt weiss ich wieder, was man kann, wo ich kann. Herzli. Ah, perfekt. Und es ist auf die Anzahl Herzen davon, wie lange man drinnen bleiben. Mal schauen. Ja. Wenn ich jetzt da anlaufe, ich umdrehe. Ja, genau. Da kann man doch irgendwo in ein Loch hin. Ich sehe aber nicht so weit. Ja. Schau. Schau an, schau an. Das lohnt sich jetzt noch nicht. Bilding. Ich wusste, man kann ein Herzteil finden. So, und jetzt wird es knapp, knapp, knapp. Aber das müsste lange. Ja. Nee, lang nicht. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man dann zurückgesetzt wird und das Herz verliert oder was genau ist. Just in case. Zudem mag ich das blöde Piepsen nicht, hey, wahr. Das ist die ganze Zeit gehört. Los, hopp. Hallo Eule. Ich rede nachher mit dir. Und irgendwo kann man noch das... irgendwo kann man noch das Ding so... die Bohnen pflanzen. Jetzt gerade morgen. Und jetzt gehen wir zu der Fee. Wo recht speziell sind. Die es nicht kennen, ihr seht es. Und die es wissen, ihr wisst, was ich rede. Oh, das ist noch so eine Cupido-Engel im Hintergrund. Von wegen, wer hat mal gesagt, es sei eine wunderschöne Fee? Oh ja. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Hallo, mein Süßerling, ich bin die Fee der Fähigkeiten. Ich verleihe dir in meiner Macht eine neue Sperrtechnik. Sei bereit. Herrlich. So. Also wär's genau. Und mit, wenn ich jetzt B drauf bleibe, kann ich eine Schwertattacke machen. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe,
Also die Wirbelattacke kann ich bereits schon machen, die haben wir glaube ich auch schon gesehen. Aber was ich jetzt eben noch zusätzlich habe, ist... Ja, sehen wir. Sammelst du Kraft für eine Wirbelattacke? Da brauchst du magische Energie. Achte also auf deine grüne Magieleiste. Sag mal, du bist doch ein Bote der königlichen Familie, oder? Wenn du wieder dort bist, dann schau in der Nähe des Schlosses bei einer guten Freundin von mir vorbei. Sie hat bestimmt auch etwas für dich, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Yep. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Jetzt könnte man Moment nicht, aber easy. Genau, und wenn ich das so mache, wusch, oder noch länger auf Dinge aufladen, dann passt das. Ja, ja, das ist jetzt gleich auch wieder ein Session gewesen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache hier gerade fertig. Oder ist das schlau? Ja, ja, scheißegal. Machen wir hier fertig. Kann ich also schnell wieder mal zurück. Oder. Nein. Was ich unbedingt noch machen muss, ich muss schnell mit den Eulen runtergehen. Genau. Also er hat jetzt irgendetwas gesagt und ich tue mich an den Krallen festhalten und runter. Weil das Coole ist, aber wenn man jetzt mit ihm mitgeht, dann kann man noch was machen. Kann ich euch jetzt zeigen. Bumm. Erstens mal, wo bin ich jetzt? Auf dem Dach? Wo ist der Eingang? Auf dieser Seite, echt. Wenn wir jetzt einfach runtergehen und bam, haben wir verloren. Also man kann es dann später noch irgendwann noch machen, aber... Genau. Wenn man sich daran erinnert, dann kann man das hier noch machen. Kann man hier schnell das Herzteil holen. Milch, wenn man noch will. Habe ich aber nicht. Oder habe ich keine Lust. Aber ja. Das war's. Madame Hühner hat schon wieder die Hühner verloren. Aber ich kann jetzt nicht mal einsammeln. Zum Friedhof könnte ich noch mal. Das Kulturchef. Wie viel habe ich jetzt schon wieder? 9, glaube ich. Mist. Vielleicht finde ich sogar noch eine, wenn es noch dunkel ist hier. Okay, also, das war jetzt der Feuerstein, den ich geholt habe. Also der Corona-Opal. Und jetzt ist noch der Zora-Stein nötig, um die 3 zu komplettieren. Und ja, und dann hat ich einen grossen Schritt gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir macht es immer noch mega Spass und ich will es auch noch weiterziehen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei sind. Und Navi hat jetzt auch noch schnell Tschüss gesagt. Also, merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!